Ja, Maris, wir haben am Anfang nach drei Leute Taub singen, oder Taub. Nummer 53, das erste. Ein herrlicher Retter ist Jesus, mein Herr, ein köstlicher Heiland auf mir. Er beugt meine seligen Felsen des Heils, und Freude in Strömen fließt her. Er führt in geöffneten Felsen mich so, beschattet auf der Sünde Land. Mit Wogen der Liebe betäg ich darum, er schützt mich mit liebender Hand.
erschützt mich mit liebender Hand. Ein herrlicher Führer ist Jesus, mein Herr, die größte Last nimmt mir ab. Herr, fass mich auf Stürme, auch brausen umher, führt treulich mich bis an mein Grab. Er führt in geöffneten Fersen mich so, beschattet das durstende Land. Mit Wogen der Liebe bedeck ich darum, er schützt mich mit liebender Hand. Er schützt mich mit liebender Hand. Mit zahllosen Gaben der Gnade erkrönt, mit Liebe so tief wie ein Meer. Ich singe sein Lob, das zum Throne erst tönt, für solch einen Heiland wie er. Er führt in geöffneten Fersen mich so, beschattet das durstende Land. Mit Bogen der Liebe bedeck ich darum, er schützt mich mit liebender Hand. Er schützt mich mit liebender Hand. Dan next op nummer 73. Das Heil ist uns erschienen, geboren Jesus Christ. Er will uns Sünden dienen, der unser Schöpfer ist. O welche große Gnade, o welch ein Lebenswort, nun strahlt auf unserem Pfade ein Licht am dunklen Ort. Erhebt mit Preis und Ruhme den großen Davids Sohn, im ganzen Heiligtume beugt euch vor seinem Thron. Lasst eure Lieder schallen, erhört sie immer gern. Von Meer zu Meer, von allen, sei Lob und Dank dem Herrn. Was er für uns gegeben, bleib ewig uns bewusst. Ihn wollen wir erheben mit lebenslanger Lust. Und wenn zu hören Chören er uns der Eins erhebt, soll unser Lied dort ehren, nur ihm, der ewig lebt. Dan nummer 77. O du fröhliche, o du selige Gnade, bringende Weihnachtszeit, wer ging verloren, Christ ist geboren, freue, freue dich, o Christenheit. O du fröhliche, o du selige Gnade, bringende Weihnachtszeit, Christus erschienen, uns zu versöhnen, freue, freue dich, o Christenheit.
O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Himmlische Herre, jauchzen dir Ehre, freue, freue dich, o Christenheit. Ja, ich wünsche jedem eine Friede Gottes, diese Morgen. Alle herzlich willkommen hier zu diesem Gottesdienst. Wir haben einen besonderen Tag, wo wir uns zu sich gesagt haben, genommen haben, am Weihnachten zu feiern. So, alle herzlich willkommen dort. Wir haben auch einen Gastredner von dir, auch herzlich willkommen hier. So, da hier ein paar Verse, wo in Psalm 24, hier steht eine Frau: Wer wird auf das Herrenberg gehen und wer wird stehen an seinen heiligen Städten? Der unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, der nicht Lust hat zu loser Leide und schwört nichts Fälschliches. Fälschlich. So, wer wird ab den Herzen Bosch gehen, fragt hier. Sagt all die, wird er nicht Lust han verlose lia. Wat een reine hart ha, wat met den hart op gaan. So ik denk wel viele falsche leren jeft het niet. Ook krijg even Weihnachten jeft het veel falsche. En mijn wens is dat we alle top van deel, wanneer we Weihnachten vieren, nog waren einsteckte te leren, dat rechtje part, wat aan Jezus Christus gaan deed. En dan wieder sagt het, de zevende, wat hier in der Vers durchlesen. Machet die Türen weit und die Tieren in der Welt hoch, dass der König der Eiren einziehe. Wer ist derselben König der Eiren? Er ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Machet die Türen weit und die Tieren in der Welt hoch, dass der König der Eiren einziehe. Wer ist derselben König der Eiren? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Eiren. Dort ist er, weil das viele Städten wird der Neklus verteidigt und es steht Jesus und hier sagt er, das ist der Herr Zebaoth, der allmächtige Herr, dort ist er. Und das ist auch mein Wunsch von dir, dass wir alle top hier Weihnachtsfest feiern, und ist wird ein bisschen anders ran als normal. Wir waren in der Städte Anleitung, haben wir eine Gruppe gemerkt, was hier was leider versehen in dieser Gruppe, der hat sich auch genannt, das war nicht das ganze Programm hier verbringen. Wir haben uns gesagt, wir wollen noch hier den Pass bringen, den 24. zu uns, die Gruppe. Aber wir wollen das hier nicht ganz verführen, weil das wird zu lang. Wir wollen ein Port davon, weil wir hier verführen in der Stadt der Einleitung. So, und eine Predigt kam von Franz Friesen. Und von der, als Predigt in Cerro Grande von Benny Rampel. En er staat van de jongschar nummer wat niet zijn. Jongschar wat nummer niet apart zijn. En van daar hebben we dat Weihnachtsfest, klok 5 als dat onkas en klok 7 dat programma. Maar het is niet gemeend dat je krijgt klok 5 daar en hier zijn. We zijn wel hier voor spazieren en wat allemaal hier, kinderen hier spelen wel. Dat is vrij dat zo, van, wat we je willen. En ja, klok 5, waar we dan zijn, zal het onkasrijd zijn, dat we alle toch kunnen onkas gaan, gemeinschaftlich. En vielleicht zijn er nog helpen, dat ze dat opnemen kunnen, dat we bij klok 7, dan we ons hier bij treffen met dit programma. En morgen als deine Sitz, klok 7 zu ons, bid ook dafür. En met we in donderdag, dan als je de Weihnachtshelligdag, 24 26, so dat wordt morgens het normale gottesdienst zijn, klok 9 morgens, en alle doet we aangeladen. En den 31. zu uns als Silvester, Jahresabschluss. En voor vrije bijtreden, dat je aan Benny Rampel mal, hij wordt het programma opstellen. Maar je aan Benny Rampel, die wordt bijdragen voor den Jahresabschluss.
En er weer nog een wens van wat de speaker system handelen, dat deze Mics alle. Sie würde wünschen, wenn die Mics nicht mehr gespielt waren, und jemand wird vielleicht noch mal die Mics gespielt, irgendwo vielleicht fertig hat. Das sind empfindliche Dinge, so dort ist es gottesmäßig Tachloten, nicht das Hühnchen mit Amgonen. So die sind empfindlich, na Leute haben ein Problem mit der, das dann nicht funktionieren will. Es besiedet nach heute sein. Okay. Nächste Sonntag ist die letzte Sonntag, die 29. Dann wird der Kurs aufsehen von der Schule. Wir haben bereit über das Jahr. Die letzte Sonntag in dem Monat wird der Kurs aufsehen. Dort wird jeder anleihen, dort geht für die Schule. Okay. Weil wir da denken. Noch was? Ja, als ich sage, wir waren dort von der ein bisschen anders dran. Ich wollte immer anleiten zum Gebet. Und dann geht, wo wir nicht Leute sehen, dann wird fortsetzt mit dem Programm anfangen. Und dann Lothar waren wir durch mit dem Programm, das letzte Camp eine Geschichte. Und dann wo wir das Leute sehen, das ist in der Schule, zu der Schule gehen. So, wir stehen einmal ab zum Gebet, wo der Pausen ist. Allmächtiger himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns diesen Tag schenken lässt, ein schöner, wunderbarer Tag, Herr, wo wir nichts tun können, du allein bist mächtig, allmächtig. Wir wollen dir dafür danken. Wir wollen dir auch anladen, hier diesen Tag mit zu sein. In Sinn Jesus Christus, wie den Geburtstag feiern wollen. Herr, musst du auch dabei sein. Musst du wirklich auch die Ehre dafür kriegen. Herr, mag uns das wahre Einsteig nur die bringen, durch das Weihnachtsfest, Herr. Herr, mag wir einen rechten Anblick haben, was Weihnachten bedeutet hat. Mag wir das alle annehmen, wo du das getan hast, Herr. Wie weit du hast, den Sehen, Jesus Christus, hat das hier geschickt. Über den herrlichen Himmel rührt, was sein Leben kosten hat, am Ansterrade, Herr. Mag wir das wirklich annehmen, das schätzen, das dir Geschenk, was du gegeben hast. Herr, bewahr uns für Dinge zu denken, zu tun, was nicht dir gefällig sind. Das ist Weihnachtszeit, wo wir uns an erinnern können, was vergrößert Geschenk du uns gegeben hast, Herr. Herr, so sie auch mit der Sonderschullehrer, sie auch mit dem Bruder, mit der Predigt, wenn das alles kann, je länger in die Ehe und uns zum Segen gereichen. In dem Namen Jesus Christus. Amen. Nehmt Platz. Okay, wir fangen kurz mit der Geschichte an. Jetzt hier Mike Hand zu sagen. Frieden suchen wir in unserer Zeit auf vergebens. Zu nah sind all die Krisenherde, zu nah ist all das Leid, das mitten unter uns geschieht. Rastlos und ruhelos leben viele Menschen in ihrem Leben, kennen kein wirkliches Ziel, leben in grauen Trabantenstädten und denken stets an die Sorgen vom Morgen. Die Zukunft im Kopf hindert uns daran, die Gegenwart zu leben. Und so hetzen wir, um die Probleme vom Morgen so schnell wie möglich zu erreichen. Dort wartet dann schon die neuen Sorgen, die sich dazu gesellt haben, und so ergibt sich ein ständiges Rennen den Sorgen hinterher. Und so kann Friede nicht einziehen, der Friede, den wir so sehnlich erwarten. In der Weihnachtszeit ist das anders, da warte ich auch, aber ich warte auf etwas sehr Schönes, etwas, das all die Sorgen überstrahlt. Ich weiß, dass ich der Erlösung nicht hinterherrennen muss, denn hier wartet jemand auf mich, jemand, der mir die Erlösung geschenkt hat, das größte Geschenk, das man an der Weihnachten bekommen kann. Es ist Jesus, der mich eingeladen hat, einst an seiner Tafel zu speisen und in seinem Licht ewig zu leben. Danke, Herr Jesus, dass es dich gibt, dass du mich liebst und dass du mir vergeben hast. Ach, wäre doch immer Weihnachten und würden wir nur an jedem Tag im Jahr so denken und nicht nur in diesen
wenigen Tage. Herr Jesus, du bist jeden Tag im Jahr für uns da und wir meist für dich, nur in der Weihnachtszeit und selbst da nicht immer von ganzem Herzen. Dafür danke ich dir ganz besonders und ich freue mich auf dich. Du schenkst meinem Herzen den ersehnten Frieden. Okay, dan komt ik erop na voor je uithouden.
Ich habe mir übernommen, eine Geschichte vertrauen. Das sagt, das ist eine christliche Weihnachtsgeschichte für die ganze Familie. Das ist nicht bloß für Kinder, aber ja, das kann alle zuhören. Der Überschrift sagt, wo entstand Weihnachten? Und das handelt sich um einen 7-jährigen Jungen, der heute Sebastian, der mögt sich Gedanken, warum mal hat Weihnachten gegeben, warum mal alle angefangen hat. Und so eine verteilte Futter, den eine Geschichte, wird häufig bloß in seine Fantasie verstanden wird, wo das könnte wahr sein. So, ich wollte die Geschichte dort dann vertellen. So ist jeder gläubige Führer, versuche ich meine Kinder das Evangelium so schmackhaft als möglich zu merken. Dann ich wünsche mir nichts mehr, als dort auch so den biblischen Wert in ihr Leben Vertrauen schenken würden. Ein Tag, dann war ich über Dubi mit einer Frau konfrontiert, die mich verbleibt. Und dort wird ans Gangster, der damals 7 Jahre alt war. Der wird dort in seinen Wagen verstanden, für sie in Gott in der Welt zu begreifen. Sie haben den Krieg in ihrer Spazierstufe den Weihnachtsbaum abstellen. Und dann dachte ich, weil sie sagen, du eben nu, warum mal angefangen? Und dann kam der Ort mit der Frau. Wo entstand Weihnachten? Im ersten Moment fühlte ich mich selbst mit der Lösung von so einer neuen Frau überfordert. Was soll ich mein Junges sein? Wo kann ich an der Weihnachtsgeschichte wirklich deutlich merken, dass heute versteht? Ich wünschte es gestellt, und dann entstand in meinem Gemüt eine Antwort, wozu wir ans Bett unter den angeschmeckten Weihnachtsbaum dulsaden. Weißt du, Sebastian, sehr ich an, Weihnachten zu verstehen ist nicht ganz so einfach. Ich vertelle dir dort eine Geschichte, von der ich zwar nicht weit aus der Krieg so passiert ist, aber der ich dort verstehen kann, woran das Weihnachten geht. Weihnachten fängt eigentlich damit an, dass Gott einen Plan hat. Gott sagt, der uitwachlose Leeu, in der sich seine Geschöpfe, der Menschen, befangen. Der Sinn, nahm immer mehr Überhand in der Kraft von der Böse, scheint sich immer mehr zu vermehren. Und deswegen hat der Schöpfer sich viel Sorgen gemacht. Wir würden sagen, Gott mögt sich nicht sorgen, aber ich las in 1. Mose Kapitel 6, du sagst doch, dass Gott als selber bekümmert was, wenn der Menschen bloß immer böser worden. Deshalb sagt es so, dass du hast viel Sorgen gemerkt. Doch nu wird sein Plan vorig. Er raubt die ganze Himmelswelt taub, die ganze Himmelswelt, das sind alle Engel, und sicher, als Jesus du auch manche warst. Ich stelle mir das so vor, dass dann irgendwann die Versammlungstrompeten vom Himmel geblust worden und aus dem Thronsaal Gottes gefällt wird. Ich weiß nicht, wo du kriegst, aber ich glaube, die Stufe, wo Gott dann bei uns sagt, wie mal so sein, aus der gefällt wird, dann fragt der Allerheiligste die ganze Himmelstohiererschaft dann und sagt, ich habe einen Plan, wo ich die armen Menschen aber ihr halten will. Doch nicht freu ich, wem von ihnen kann ich schicken? Wer wird diese Abgabe ausführen? Wer wird diesen Plan für mich ausführen? Durch die ganze Schar von den Engeln im Himmelswesen ging ein begeisterter Thron in das dürfte nicht ein Wesen, das nicht jedem würde gesagt haben, ja, ich will das merken. Sie haben alle ihre Finger in den Hand und sehen alle zugleich, Herr, hier sind ich, check mich. Gott redet an, dass sie alle sehr ehrlich wären, aber heute erklärt danach wieder, wo das Absicht hat, wo das würde bedienen. Heute sieht seine geliebte Himmelsbewohner, um diesen Auftrag zu erfüllen, können der Janske seine gewohnte Himmelsgestalt nicht behaupten. Du Eva ward dann ein großer Teil von den Engeln bestürzt. Sie wurden traurig, und sie in ihre Finger schraubten. Auch da wurde auch noch große Reude was werden in ihrer Begeisterung der Verschwung von ihren Gesichtern. Was soll dort heute seine Himmelsgestalt zu verlieren? Und dann sagt Gott aber wieder, dort ist danach nicht genug, was dort bedient wird. Dort wird bedient, dass der Jansja aus einem kleinen Baby
in een beschränkten Körper von einem Mensch, wo geboren machen. Und daraufhin dacht noch mal ein Engel über nu in über die Möglichkeit, was dort wird mit sich bringen. Und je mehr sie sich der Schwierigkeit bewusst worden, auch da wurde vorher nach ihre Finger in der Hecke tun worden, Leuten die dann raufholen. Das geht noch wieder, sagt Gott dann. Wer mein Plan utführt, der muss alles aufsehen, was er hier boven bei mir genießt. Seine unausschappelte Kraft und seine würdige Stellung und sogar sein unabhörliches Glücksgefühl, was er hier hat, wird bei ihm verloren gehen. Und so über dem wird auch der letzte Finger von der Engel raufgefallen. Keiner sagt die Möglichkeit. Und sie wussten zu gut, dass der Wirt von ihrem Gott, dass der große Irns anhält. Und sie sagen, hier wird was sehr schweres verlangt. Du vergingen wird Minuten, und in der Engelswelt wird die Frau lüd. Sie freuen sich an sich. Ja, wer kann dort erfahren? Wer von uns ist fähig, dort himmlisch, alles Himmlische für ein beängstigendes Dasein in der sichtbaren Menschenwelt anzutauschen? Ja, wo kann man ohne von uns gewarnte, wunderbare himmlische Fähigkeit so was vollbringen? Nicht kommt der Liebling vom Himmel für sein Futter. Mit einer entschlossenen Freudigkeit sagt er, Futter, schau mich, ich will es tun. Ganz verholen können alle Jungen ein Lächeln auf das Gesicht von dem Futter erkennen. Doch das Lächeln, das verschwindet auch bei sich, als er ihn sehen mit einer ernsten Stimme sieht. Aber dort ist noch nicht alles, sagt Gott dann zu Jesus. Dort regt noch nicht ut, bloß den Himmel verloren. Dort du bloß den Himmel verloren machst, in einen Stall geboren worden. Du wirst auch für die Menschen Lieden machen. Auch ab Jesus sein Gesicht wird nur eine Veränderung sichtbar. Seine freudige Begeisterung will traurig werden. Können wir begreifen, was Lieden bedient? Trotzdem bleibt er dabei und war Hulsinn Entschluss. Futter, schau mich, ich will es tun. Und es steht dort, das ganze Himmelspublikum nu anfängt zu jubeln und stund durch ein Stall sein. Das war so still, weil die Spannung von den Augenblick noch gerade am Mög. Ohne das auszusprechen, kam die Frau in die Gedanken, jo, kann der Basta vom Himmel dort wirklich schaffen? Mit nochmal eins wird dort Stall sein durch von Gott seine Wert erschüttert. Und Gott sagt wieder zu sein Sehen, mein Leute sehen, dort alles ist aber noch nicht das Schlimmste. Dort wirklich Schwanzte kämpft noch. Du wirst eine kurze Zeit der Los von den Sünden von der ganzen Menschheit ab die nehmen machen. Du musst was drehen, was für ein Mensch unerträglich ist. Und Krieg in diesem Moment muss ich die ganz allein lassen. Dann wird eine Trennung zwischen mir und die entstehen. Aus Gott sehen, diese wird hier, hält er den Udem an. Wo soll dort gehen? Noch zweimal vorher wird der himmlische Jesus von Gott getrennt, die Gemeinschaft mit ihm wird auch der Sinn, der Inhalt, dort endliche Glück von seinem was hier leben. Jo, der Futter selbst wie am Läufer aus dem Himmel, aber wo können wir eine Minute und seine Gemeinschaft existieren? Nur ein paar Minuten Regungslosigkeit kam frisch der bekannte Antwort mit noch eine größere Entschlossenheit. Futter, bitte, schau mich, ich will es tun. Gott kann sein Liebling, er weiß, dass er das schaffen wird. Trotzdem früher er den noch das letzte Mal. Mein Leute sehen, ich bin mir nicht sicher, ob du das wirklich verstehen kannst, was du ab die Tod kommst. Mit was für einer Kraft denkst du, wirst du diese schwanzte Abgabe utführen? Krieg dann, wenn du ganz allein von mir verloren und ein Kreuz liegen wirst? Und dann sprüdelt dort unabholen über Jesus seine Lippen. Futter,
Dort ist meine unheilbare Leute, die armen Menschen, die du selbst in mir niedergelegt hast. Ich kann gar nicht anders. Ich muss die Schuld von den Menschen auf mich nehmen, um die von das Böse zu erlösen. Und ich glaube dir doch so sehr. Wieder sagt der Vater dann zu seinem Kind, als ich mein Kind das Bild von meiner Fantasie vertalt, sag ich dicke Thron in seine erstaunliche Hängerühen. Sebastian, der doch säuer der Eva nur, ernst doch der Eva nur. Und er frug, haft Jesus auf mich so säuer läuft? Ich gab ihm damals keine andere Antwort, als dort ich den Jungen in meine Arme nahm und ganz Fuß an mich trägt. Ich denke, das Leben selbst gab Sebastian der Antwort. Dann von der aus er ein überzeugter Christ in mein Herzenswunsch für ihn ging in Erfüllung. Singen wir das nächste Lied Nummer 7, finde ich. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen, stimmen dir ein Loblied an. Alle Engel, die dir dienen, rufen dir stets ohne Ruhe. Heilig, heilig, heilig so. Heilig, Herr Gott Zebaoth. Heilig, Herr der Himmelsherre. Starker Helfer in der Not. Himmel, Erde, Luft und Meere sind erfüllt von deinem Ruhm. Alles ist dein Eigentum. Auf dem ganzen Erdenkreis loben Große dich und Kleine, dir Gott Vater, dir zum Preis. Singt die heilige Gemeinde, sie singt, lobt auf seinen Thron, deinen eingeborenen Sohn. Marius, ich wünsche doch von meiner Seite, den Gott seine Gnade, Gott seine Friede wurden mit und bei uns sein können, wenn wir uns wieder über Gott sein Wort Gedanken merken wollen. Dort verreich ist, von den Gastredner, ich weiß nicht, was die Fähigkeiten sind, dass diese Adventszeit gehört haben, und dort Nachteil für ihn kann sein, dass die vielleicht das selbst hören, was die Fähigkeiten sind, dass von einer dieser Adventszeit gehört haben. Wir sind von der den 4. oder wir können sagen, den letzten Adventtag vor Weihnachten, obwohl die all Weihnachten feiern, will ich doch uns Gedanken merken, nicht unbedingt, was Advent meint, aber
Advent denken wir vielleicht, Jesus sein wahrer Kummer, Jesus sein Kommen ab diese Ehe. Und dort, wo wir von der ein bisschen nachdenken wollen, nicht unbedingt ab diese Ehe, aber in uns Leben nennen. Ich will mit uns lesen, Psalm 24, wir hatten am Anfang all diesen Psalm vorfahrig gelesen, und ich will mit uns den Kapitel überlesen, und meine Gedanken merken über die letzten 3 oder 4 Verse. Psalm 24. Da sagt es dit, ein Psalm Davids. Dem Herrn gehört die Erde und alles, was sie erfüllt, die Welt und alle ihre Bewohner. Denn er hat sie über den Meere geschaffen und über den Gewässer fest gegründet. Wer darf auf dem Berg des Herrn gehen und wer darf an seiner herrlichen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer seine Säule nicht auf Betrug ausrichtet und nicht falsch schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das dein Angesicht sucht, Gott Jakobs. Macht die Tore weit und die Tiere in der Welt hoch, dass der König der Herrlichkeit anzieht. Wer ist der König der Herrlichkeit? Er ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Herrlichkeit einzieht. Wer ist der König der Herrlichkeit? Er ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Herrlichkeit. Das Psalm, der erste Part, geht diese am, wer bei dem Herrn sein wird, kann wir sein, wer auf dem Berg des Herrn stehen wird. Und das sagt hier so, die reine Raschel gehängt haben, und reine Tod und so weiter. Und ich will uns sagen, dann wird kein Mensch durchstehen, wenn das von unserem Verdienst kommt. Das hat Jesus Christus für uns getan. Jesus Christus hat Aschel gehängt, reine Horten, als unbetrug gewesen. Und bloß in ihm können wir das haben. In ihm können wir die Hoffnung haben, ein Tag bei ihm zu sein. Ich weiß nicht, was wir denken, wenn wir diesen Abschnitt lesen dann. In Beschreibungen, wir können diesen Vers ab verschiedene, diese letzte Feierphase ab verschiedene Begebenheiten anwenden. Einmal können wir sagen, geht diese Phase vielleicht anzuwenden, als Jesus dann wirklich ab dieser Erde kommen wird. Als Jesus ab dieser Erde kommen wird, als der Erlöser, dort wo die Engel singen und sehen, dort der große Friede ab dieser Welt, wir Menschen sich freuen sollen. Wir können sagen, du könntest angewandt werden, du könntest gemeint sein. Das kann auch, ich sage meine Gedanken hier so, das kann auch sein, als Jesus ab dieser Erde vorrecht hat. Mit der Erlösungswerk, als er gestorben wird, wir in meine und wir ins Dienen sind, ob wir das angenommen haben oder nicht, ist unsere Entscheidung, aber als er für den Sinn gestorben wird, der Erlösungswerk vollbracht hat und vom Tod abgestanden, gesiegt hat, in dem Himmel vor, dass die Himmelswelt sieht, merkte deren ob, der König kommt. Der König kommt und hat gesiegt, hat alles vollbracht, wo Jesus im Himmel fahren wird. Aber wir können auch sein, wenn er ein Tag wird, dort 1000 Jahre Reich anfangen, wo er dann in Jerusalem ankommen wird und wird sein, merkte deren ob, dass der König kommen wird und dass Gottlosigkeit und was jeden Gott als besiegt haben wird. Diese Dinge können alle hier mit unterkommen, aber ich dachte, wir würden uns vielleicht mehr Gedanken merken, wo der König in unsere Horten kommen will. Es ist vielleicht von der und für uns eine Frage und wichtig, wenn wir Weihnachten oder Adventszeit haben oder Weihnachtszeit feiern, dann wir handeln deren vielleicht auch für irgendwas, aber es unsere Horten der auch auf, dass der König in uns Leben kommen kann. Und hier wird gesagt, einmal, wir können sein, der Wort mit dem König kam, sagt, merkt deren ob der König kam, das sagt nicht der König selbst, aber hier so, am wir diesen Tags bekicken wurden, dann wird gesagt, merkt ob der König kam. Und von Bannere der kam die Frau, wer ist es? Für wem soll ich aufmerken?
Und dann wird gesagt, der König, der Herr, stark, mächtig, im Kampf, der Herrlichkeit und so weiter. Für den wird gesagt, soll aufgemerkt werden. Und wir wollen uns zwei Gedanken merken. Einmal kann wir sagen, der König erst im Anziehen, der König erst im Nantragen, und auch der König bert selbst, wir können sagen, wenn nicht selbst, aber der König, ja, der bert, dass die Hortens deren aufgemerkt sollen werden, dass deren sollen aufsehen. Und Wilhelm Busch hat mal das gesagt, dass Gott, oder der Himmelskönig, Jesus Christus, ist immer im Antragen. Jesus Christus ist immer im Antragen. Einmal weit wir er ist auf diese Welt gekommen, im Fleisch aus einem kleinen Baby. Er ist auf diese Welt gekommen, ans Menschenfleisch mitzuleben, mitfeilen zu können. Und dann ist er hier auf diese Welt gekommen, als Baby und erst als Erlöser du so. Und dann weit wir auch kämpfen, der und Jesus Christus in jeder gläubiges Hort nennen. Und jeder, wer sein Hort aufmerken, der tritt den König an. Und dann wird der König kommen in der Ewigkeit. Ab ein von seinen Gemeinde wachholen hier so und wird an sein Recht antreten, wo immer das sein wird. Also der König erst kommen. Er sagt, das ist eine Wahl um mehr, am Woter vielleicht eine Leck, wo erst das kommt, immer die Wahlen kommen und dort bleibt bei ihm kommen. Und auch von der Jesus ist bei ihm kommen und er lehrt für die deren, oder erst in uns bin, dass er in uns regieren wird. Also einmal hier so wird gesagt, dass der König kommt, dass der soll aufgemerkt werden. Und die Frau ist, für wem, wer ist dort? Für wem soll ich aufmerken? Und der Antwort ist hier so, er ist der Herr. Also von der im Land ist es so, wenn es so viel ist, ich dort begreifen kann und vielleicht kann, da ist es so, wie Menschen wählen uns einen König oder einen Präsident. Und dann soll der uns anladen. Und dann habe einen Präsident oder einen Ex-Präsident in Argentinien sagt, vielleicht sehe ich noch Präsident, vielleicht sehe ich nicht. So ist es in dieser Welt. Das König hier so, der ist nicht du wie ein König, wie ein Menschen, den du verholen deiden, okay, ne ist das, der hat die meiste Stimme gekriegt, ne ist der König, und er macht nicht abpassen, dass kein anderer König sein wird. Er ist der Herr, die Begründung habe ich im ersten Vers, auf dem zweiten, in 24. Psalm, wenn er alles gemerkt hat. Er ist der, wer aber alles ist. Er ist der König, wen er einfach, ja, der Schöpfer ist. Er ist der, wem alles gehören wird. Und ohne wem nichts nicht bestehen wird. Auch nicht wie. Wenn der König nicht mehr in die Odem geben deut, dann wie wir nicht durch. Und wir können den sie nicht not, dem König Jesus Christus, den ich not meist nicht erkennen, wie groß er ist. Wir können der erkennen, ob er wirklich wie groß er ist. Stell wir uns vor, er jaft mir dem Odem. Er jaft die dem Odem, wer immer du bist, wer ich sie. Und wenn wir im Anglauben sind, wir sind wahrer spannend Gott gegenüber. Wenn Gott Mensch wird, dann hat er lang abgegeben. Ob er ist König, er ist gnädig, barmherzig und gütig, er jaft uns den Odem, er ist geduldig und lehrt, dass wir umdrehen sollen und nicht jeden am sind. Er ist der Herr, also ich sehe nicht, wie Menschen der Engel gesagt haben, okay, du sollst das sein, du bist vielleicht der Beste, du sollst der König sein. Nur er ist der Herr, er ist der König, weil er der Schöpfer ist. Und dann können wir sagen, wieder, er ist der König über alle Könige, er regiert ab dieser Erde von denen, wenn er auch fehlt in Geduld annimmt, das können wir sagen, so ist er dran, der dort nicht nur sein Willen ist, aber er hat Tod und mit den Menschen erkannt worden und sagen, dass er der Herr ist. Er ist der König über alle Könige. Wir wissen von der Schrift her, dass Gott Regierungen ansaten wird. Dass Gott Regierungen ansaten und wahrnehmen wird, ich habe vom Alten Bund, wo wir dort checken, und ich vertraue sie überzeugt, dass der Herr das auch von dir wird, obwohl wir uns auch die Frage stellen, warum? Aber wir können nicht den Grund sein, wo wir in Gott vielleicht in ein Land einfach immer ein König ansaten, dass das Land draufbringen, oder eine andere Augen draufbringen. Vielleicht fehlt uns das Ferken an Licht, oder wir wissen nicht, warum das daran ist, aber Gott weiß, warum das
Land, nu kriegt den König viel. Und er ist der König über alle Könige. Und er ist mächtig, sagt er hier. Für den, er wird gefragt, wer ist das, für wem soll aufgemerkt? Und hier wird gesagt, der Herr mächtig. Wo mächtig der Herr ist, können wir uns gleich feststellen. Wir können Worte davon wollten. Wir wollten, dass der Herr so mächtig ist, dass er ist auf diese Erde gekommen, dass es vielleicht das ganz gerade der Herr den Sinn, den Tod, der Hall auf sich genommen. Jemand hat sich Gedanken gemerkt und er sagt, so ist das, dass der König aller Könige ist auf diese Erde gekommen und er ist in der Hall gegangen und er ist durch so. Wir können sein, von der Verdorbenheit auf uns Menschen, durch der aufgemerkt, dass wir können rüberkommen. Und nicht mit belodenet Hort, nicht mit einem schlechtes Gewissen, aber wir können frei, wir haben den Sinn überwunden, wir haben den Tod überwunden, wir haben den Hall überwunden. Er ist der König mächtig. Wir wollten von der, wo wir sein, vielleicht der Städte oder Israel, wer immer mächtig ist, wo wir sein, für den Post allemann ab. Aber wo sind wir je in dem König aller Könige? Der König wird mächtig als im Kampf. Und wenn wir in der Zukunft gucken, dann was passieren wird, 4000 Jahre zurück, was auch immer in der Zukunft passieren wird, dann wird wieder erkennen, dass er sagt, mit das Schwert von seinen Müll wird er kämpfen. Ob das so wird sein, als es vielleicht wieder, wenn wir das buchstäblich nehmen würden, aber ob seine Kraft so mächtig wird sein, dass Menschen vergehen werden, weit wir nicht, aber er ist mächtig im Kampf, auch von der Ol. Und wenn die und ich von der uns schwarte kämpfen haben, vielleicht im Glauben, wenn wir im Glauben sind, dann weit wir aber, dass wenn wir uns an Arm festhalten, dann wollen wir durchholen. Er ist mächtig. Das darf nicht auf diese Erde, keine Versicherung, das darf keine Hindernisse, das darf kein, wir können vielleicht sein, eine Sache, eine Ursache, was gerade, mächtiger, schwander wird sein, als was das nicht holen kann. Und wenn wir uns am Sinne Sieg holen, dann sind wir an den Mächten Sinne Sieg. Er ist der Gewinner. Dort sagt er, er ist der König der Herrlichkeit, oder der Euren, sagt eine andere Übersetzung. Ich weiß nicht, was das alles sein will, aber wir wollten so viel, wenn wir auf diese Erde bekicken wurden, durch viele Reichtümer oder viele Partien, können wir sein, wo nicht viel von Herrlichkeit die Rede ist. Durch Unabhängigkeit, Schmugglerei, und was immer als du zu legen ist, als du zu Bier kommen, in vielleicht Mord, in ganz schwierige Sachen, Stunden her, du mit Monas bei dir gekommen. Das König, das ist ein König der Herrlichkeit, das ist ein König, wo er keinem anschmieren wird. Das ist ein König, wenn wir auf seine Seite sind, meint dort nicht, dass wir dort jeder Tag waren, ganz einfach haben, wie es vielleicht Ferken gesagt wird in der Versammlung oder in der Christen, wenn die Christus annehmen wirst, das Tieren geben wirst, dann wirst du gesund sein, dann wird dir das scheinen und so wieder. Dort können wir nicht sein von der Schrift her, weil wir im Fleisch leben tun, aber wir können eins sein, das König als ein König der Herrlichkeit, der wird uns nie im Leben anschmieren. Und er ist nicht König, wenn er durch Unabhängigkeit angekommen ist. Er ist ein König der Herrlichkeit, er ist ein Gerechter. Und dadurch sagt er ist ein König des Lichts, kann wir sein, wo nicht Unabhängigkeit, keine Falschigkeiten kommen, Wort erst auch nicht gewusst ist. Der Reich ist ein Gnadenreich. Jeder König hat ein Reich, das ist ein Gnadenreich. Wir würden von der sein, wenn ein Präsident im Land ankommen wird, dann würden wir uns freuen und würden sagen, ja, wenn er diese Person, die Person, da habe ich vertrauen, wenn er die in seine Regierung antragen würde. Das König ist ein König von Gnade. Er nimmt jedem an. Das König ist einer, wenn er vielleicht der verdorbenste Mensch, wo Menschen irgend verachtet sind, für dem ist er durch. Er ist auch für die Höhe, für wer immer Menschen auf dieser Erde sind, Hand die Gelegenheit um zu kommen. Der König wird der aufzumerken. Er sagt hier so, mache die Tore weit und die Türen der Welt hoch. Wenn ich das recht verstehe, dann will es vielleicht sein, dass der Boot, Bovenbiete, der auch noch wahrgenommen soll werden. Deren sollen, das hat so die jeweilige Tiden, wo man König in Städten ankommt, dann wird der sogar losgenommen, weggedreht.
dass der König soll willkommen sein, der König soll da sein. Oder wir können andere wieder sein, die Hindernisse, wenn dort merken, dass der König in der Stadt näher kommen kann, waren alle und sie getan. Ein Bolivianer sagte, sie wegte mir, hier ist meine Nieten gehabt, eine gute Angewohnheit, dass die zu Weihnachten, wenn es abbringen und reinmerken und so weiter. Und ich glaube, dass von einer Seite auch, dass das ein guter Ding ist, wenn zu Weihnachten abgegeben ist, wenn es einmal das Jahr, wenn es mal mit allen abgegeben wurde, dann vielleicht darauf ankommen wird. Und ich denke, dass viele andere vielleicht das sollen aus einem Beispiel haben, aber wenn wir das nicht bloß von Böten vielleicht alles krank putzen, die Hindernisse, wenn wir nach uns kommen wird, dass die nicht wird von irgendwas abfällig worden. Aber wo sitzt es in unserem Hort? Hand wieder der aufgemerkt. Hier wird gesagt, macht die Türen und die Tore in der Welt hoch und weit. Wir wollten das König, wenn er sagt, aufmerken, dann hat er auch die ganze Macht, sich nanzubrechen, mit Gewalt aufzumerken. Wenn wir an unsere Horten checken, dann weit wie, wenn er sagt, dass wir aufmerken, er lädt ans Ende Amt zu kommen, dann wird er sich nicht nanbrechen und er wird unsere Entscheidungen anerkennen. Meine Entscheidung, deine Entscheidung, wenn wir unsere Horten der Tor holen wollen für das König, für Gott ist das okay. Also, ich meine, das ist nicht okay, denn der Hafen Jomo hat er uns seine Geduld sagt, und sein Petrusbrief merkt, dass die Welt noch steht, aber er wird meine und deine Entscheidung anerkennen. Und wenn wir zurückgehen dann in der Schrift, aus Jesus auf diese Erde kommen, dann fingen wir, dass die Jahre nicht unbedingt sehr gut aufwerten. Ich habe die Verse ausgeprintet, damit wir nicht viel Blätter in der Zeit nehmen. Dann. Lukas 2, Vers 7 steht geschrieben, und sie gebar ihren ersten Sohn, entwickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Aus Jesus auf diese Erde, wo wir sein würden, dort durch, wenn es jemals wird wichtig gewesen, deren aufzumerken und Hindernissen wegzunehmen, dann wäre du sie gewesen. Aber da steht geschrieben, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Also für Jesus Christus, wie weit das soll alles so passieren? Weil dort Musik aufspielen, was in Menschenhorten zu sein wird. Hier sagt dort, aus der Erde, aus Jesus den zur Welt bracht, dann wird in eine Grab, dann wird ihm ein Wengel angewickelt, weil sie selbst noch nicht Ruhm hatten. Wir würden von der sein, wenn Jesus von der kommen würde, wir würden mehr Ruhm merken. Oder? Offenbarung 3, Vers 20 sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tiere auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Offenbarung 3, Vers 20, da redet um eine Gemeinde. Wie kann sein, zu Menschen redet er durch, wenn der mal abgewasst wird, aber nicht zu teuer gehen. Niemand Jesus für der stehen. Und er geht nicht vor zwei. Wir sind hier so, der Stau, er muss anklappen, er muss beten bleiben, aber er klappt an und will, dass der aufgemerkt worden wird. Und sagt, wer aufmerken wird, bei dem muss er dann kommen. Wir Menschen sind vielleicht alle verschieden, aber viele Menschen, wenn sie einer weit, wo ich nicht sage, gewünscht sind, dann sehe ich leider nicht nur so. Das König, wo macht den dort gehen? Wenn wir checken, dann hier sind Offenbarung 3,20 oder auch von dem ein Leben von den Gläubigen, wo wir vielleicht mal am Anfang so ans gefreut haben, Christus Jesus, dass er ans Leben ankommen will. Aber welche Zeit, auf einmal, sei wir in Offenbarung 3, Vers 20, macht der Herr Büten stehen. Auch in dieser Weihnachtszeit wird er Träume geben an unsere Horten, wird er nennen können, oder wird er mit den Bütenstunden anklappen. Das Gute ist, dass wir die Genot hier sein können, dass er nicht wach geht, seine Leuben, seine Geduld sein kann, wie Menschen werden längst wach gehen. 2. Korinther 6 auf und 12 sagt, o ihr Korinther, unser Mund hat sich zu euch aufgetan, unser Herz ist weit. Ihr habt nicht einen Ruhm in uns, aber ein ist es in euren Herzen. Der Apostel werden durch Wunder Jesus Christus die Gemeinde bühren. Wir wollten von der Schrift her sagt Jesus Christus, und dann der Apostel, und jeder wieder so in den Bü, und jeder soll sein, wo er bühren wird. Hier so,
wo der Apostel werden, wenn er den Grund, ab den Grund bühen, da in die erste Steinerkurve sein, für dem wird dort hart in der Korinther eng geworden. Da wird meist gar nicht mehr Riem gekommen sein für das Wort Gottes. Die Menschen in der Korinther werden eng geworden. Die hatten für irgendwas Riem vielleicht. Die hatten für Spaltung Riem, die hatten für Streit Riem, die hatten für Stalt Riem, die werden mit ihren Guven prallen. Für irgendwas hatten sie Riem. Wenn ja, für den Apostel wird eng Riem geworden, für den Apostel ihr Wort. Markus 4,19 sagt, und die Sorgen dieser Welt und die betrügerische Reichtum und viele andere Listen gehen hinein und ersticken das Wort. Und das bleibt ohne Frucht. Hier so, jeder Durm, wo jemand das Wort Gottes gehört hat, und der betrügerische Reichtum und Sorgen von dieser Welt, die dann dort, wo nach Nennen gekommen ist, stecken, kaputt merken, dass das nicht Frucht bringen wird. Wir sehen das von der, wenn wir zurückchecken dann lese ich dort vielleicht in sehr traurig, aber von der an unsere Adventszeit, an unsere Weihnachtszeit, wenn wir von der Weihnachten feiern, dann ich wundere, wo das sein, wenn Gott auch von der an ein Buch geschrieben wird, wenn wir vielleicht worden Luther lesen können. Aber in die Geschichten, andere wird gesagt, Wort geschrieben. Wir schreiben jeder an seine eigene Geschichte. Als der Tod in mein Leben, in dein Leben, als er mal ben gewast, als Büten. Wann er ben ist, dann kann wir wirklich Weihnachten feiern. Ich weiß nicht, wenn wer jährig ist, dann wird meistens den Tag gefeiert, wo er gleich jährig ist, wenn er das Posten ist. Und so wieder, ab Jesus kriegt, am 25. Dezember geboren ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sein. Aber ich denke, das ist ein schönes Ding, wenn wir Weihnachten feiern, dass wir an erinnern, dass abfressen, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist und dass er in uns Leben Ruhm soll sein. Und hier wird gesagt, der soll aufgemerkt werden, haben wir uns all gelesen. Der aufmerken. Und wir haben gekickt in der neutestamentliche Zeit, als Jesus auf diese Erdscheim, auch Lothar fängt wir dort enger Ruhm wir. Wir müssen von der aber sein, dort der Horten von den Menschen, der Anstellung von den Menschen, die sind ab Städten graut ob. Wird Gott gefragt, was nennen kommen will. Wir sind ob für alles. Wir sind ob für irgend Sachen. Wir sind alles auf bei uns Rühm. Streitigkeiten, Schwierigkeiten, Unversöhnlichkeiten zwischen Geschwistern in die Gemeinde können sein, Unfried, Sinn, was immer in uns Leben uns behindern kann, wenn wir nicht wacker sind. Auf einmal merken wir haben uns heute gerade aufgemerkt, wir haben nicht mal die Frage gestellt, dass hier wird, wer ist das, wer ankommen will. Was wird das mit sich bringen, wenn ich das anladen darf? Das kann ich, wenn als Vater das von der in dieser Adventszeit, in dieser Weihnachtszeit, das hart aufzumerken, wenn er ankommen will in das, dann ist er einer, wenn er ganz antreten will. Und diese Hindernissen, wenn du kannst sehen, und jeder einer von uns sind, da wir hier sind fähig zu denken, wenn wir den Herrn Jesus rühmen, wenn wir den ja können. Jesus Christus, dem König aller Könige, den Mächten König hindern, in mein Leben anzukommen. In mein Leben wirklich die Kontrolle wieder zu haben und wieder zu merken. Das König der Herrlichkeit, der will in unserem Leben nicht mehr bloß eine offene der haben, der will nicht mehr bloß dort wieder der aufmerken, er will auch in unserem Leben tüchtig sein. Das König will einen Antrag in dieser Adventszeit und er will in unserem Leben nicht geteilte Riemen haben. Wir würden vielleicht sagen, wir loten dem König nennen, in gewisse Städte, aber in anderen Städten nicht. Wir haben kein Reich. Wir haben kein Reich zu sein, zu Jesus in das Port vom Leben, dort wo ich selbst wieder nehme. Jesus ist der Herr über mein Leben. Ich meine nu, in der Hinsicht haben, über dein Leben, weil er der Schöpfer ist von uns. Er hat uns aber mit den eigenen Willen gemerkt und er will, dass wir aufmerken tun. Er will nicht nur bloß, dass wir uns in dieser Weihnachtszeit freuen tun, er will auch, dass wir uns horten, der aufmerken tun, er will in uns Leben durch den Glauben in jeder Hort wohnen. Er bringt, wenn er antragt, dass wir hatten eine Bibelstunde, das Werk bei uns in Lukas Kapitel 7, wo dort wo das Hauptmann Jesus
sei, dass sein Knecht, wenn er wird schatzen, der krank ist, und den Jesus fordert, dass er soll Sünd merken. Und dann, als er kommt, sagt er soll nicht kommen, er ist nicht wieder in da kommt. Und dann geht es wieder, wo er nun nahe ihn kommt, und du so eine Welt für ihren einzigen sehen, was sie hat, im Grabhaft drehen hat. Und als Jesus den dort sitzt und dem abgewagt hat, dann sagt das Volk, Gott hat sein Volk besorgt. Gott hat sein Volk besorgt. Und wir haben vielleicht alle mal Jas gekriegt, wir sind wo zu Jas gewesen, was auch immer. Und einzig Mal, wo wir sagen, wenn wir Jas gehört haben, haben wir das wenigstens mal so gegangen, aber wie wir gewesen sind, haben wir vielleicht eine Rede, eine Gemeinschaft gehört, wo wir uns nachher nicht unbedingt glücklich gesehen überfallen haben. Und das Volk steht hier aber, Gott hat sein Volk besorgt. Was meint das? Gott hat sein Volk besorgt, indem dort er die Not von das Volk sah und dort, wo das Volk fehlen mitgebracht hat, Lösung gegeben hat. Und wie wollten man das nicht in uns Leben ankommen, weil er Vergebung von der Sinn. Ans Gewissen wollen uns kaputt merken, das. Ans Gewissen wollen viele Menschen sich beruhigen tun, mit verschiedenen Mitteln. Der will er vergeben. Der will er reinigen, wenn er hinankommt. Und er bringt uns dich bei Gott. Epheser Kapitel 2, Vers 13 steht geschrieben, dass wir sind dich bei angekommen, durch Jesus Christus. Epheser 2, 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Der wir weit oft werden von Gott. Der wir von Gott weit oft werden, auch untereinander weit oft werden, sind nie in Christus dich bei geworden. Wir sind nur an Gott gekommen, oder wir sind vor Gott gekommen. Wir sind ab dieser Ehe, wir sind nicht verwolter sind, aber wir sind nur an Gott gekommen. Wir sind nicht mehr weit auf, wenn es unser Sinn ist, uns das alle Bund und der Nierbund sagt, dass uns der Sinn dran von Gott. Hier, wenn das König in uns Leben ankommt, das hat er durch sein Blut uns nur gebracht. Wir sollen hier so, wenn wir den nächsten Vers lesen, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun, der dazwischen war, abgebrochen hat, nämlich die Feindschaft, indem er durch sein Leib das Gesetz der Gebote und Satzungen beseitigte, um die zwei in sich selber zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu machen und die beiden zu versöhnen mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, nachdem er an ihm die Feindschaft getötet hat. Den Tün wohnende zwischen wir, zwischen den Juden, der Herden hier sich besonders am der erste Wache trocken. Und wir würden von dir sagen, bei uns erst nicht mehr unbedingt, wenn wir Juden oder Herden sind in Tün zwischen. Aber ich denke, dass von der Ende gemeint ist, Ferken, Tienings, ja, will einer und der andere noch sehen wird. Vielleicht mit anders verteilen wird, oder vielleicht nicht ganz mitkommt, oder ans Borat, den vielleicht will, der hat sein Licht mit der Klarachen, und ja, der Tienigen, was Training gemerkt, was gruppig. Das Jesus Christus, wenn er ans Leben ankommen wird, und ans Leben kontrollieren wird, dann sind die Tienigen weich. Er bringt Hoffnung in ans Leben. Und ich will uns Frauen, und ans Mut merken, ans alle mich, auch jedem einen von uns, der wir von der sind, wo sitzt uit in unseren Horten? Habe ich Frieden, es zu tun, zwischen uns und Gott, oder auch zwischen uns und unseren Mitgeschwistern? Habe ich Hoffnung im Leben, in der Zukunft? Nicht weil unser Verdienst, nicht weil unsere Gerechtigkeit, aber durch das Blut Jesus Christus? Wenn wir das haben, dann werden wir mit Frieden Weihnachten feiern, und wenn wir das nicht haben, dann werden wir uns der auch merken, will der König, der steht nachfällt der und puttert an und will ankommen. Und wenn wir den Moment gehört haben und dort merken, dass er nicht mehr ben erst und anputtern wird, dann lut uns der auch merken. Werden wir nach Stunden beten. Herr Jesus, wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir für deine Leute, die du hast für uns gehört und du bist auf diese Erde gekommen und hast dort, was uns dran steht,
dort wat ons kapot merken, dort wat ons in de verdammnis brengt, dat ab die genommen. Wir danken dir für die Erlösung. Wir danken dir, dass du bist Kreuz für uns gestorben und dass du hast die Feindschaft zwischen dir und uns ab die genommen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du von dir auch noch geduldig bist und gnädig bist und weißt, dass wir unsere Worte aufmerken dürfen für die ein Schenk, und dass wir alle worden zu uns selbst ehrlich sind und uns prüfen worden, ob du in uns Leben werden bist oder ob du Büten stehen musst und in der unputternd ist. Herr Jesus, wir danken dir für deine Leuven, für deine Gnade und schenk, dass wir in diesen Tag worden, dein Wort zu uns nehmen, die in uns Leben anladen und diese Weihnachten mit dir feiern. Ob das viel oder wenig Geschenke gibt, merkt kein Unterschied. Wenn die in uns Leben bist, dann ja, wie froh Weihnachten haben und wie froh die, ob die Wurst Gnade schenken. Durch Jesus Christus. Amen. Nummer 420. Wir rühmen vom himmlischen Lande, von seliger Geist der Verein, und fühlen als traute Verwandte, doch Seele, wie wird's dort erst sein? Oh, wie fein wird's dort sein? O Seele, wie wird's dort erst sein? O wie fein wird's dort sein? O Seele, wie wird's dort erst sein? Wir rühmen Jerusalems Schöne, sein Gold und sein Edelgestein. Wir lauschen dem Jubelgetöne, doch Seele, wie wird's dort erst sein? Oh, wie fein wird's dort sein? O Seele, wie wird's dort erst sein? Oh, wie fein wird's dort sein? O Seele, wie wird's dort erst sein? Wir rühmen die Liebe, den Frieden, die Kleider so helle, so rein, die Krone, den Segen beschieden. Doch Seele, wie wird's dort erst sein? Oh, wie fein wird's dort sein? O Seele, wie wird's dort erst sein? Oh, wie fein wird's dort sein? O Seele, wie wird's dort erst sein? Ja, aber hier will ich an unsere Worten aufmerken, dass ich kein nicht der Eiden nennen kann, dass wenn wir im Haus, wenn wir am Haftheim, und wir wissen, dass wir nicht ein Gas oder spazieren können, aber vielleicht wird kommen ans Trübbel anrechnen im Haus, dann würden wir sagen, der ist tauf für die. Ja? So, wie viel mal laut wir worden ans nennen, wird in ans Trübbel anrechnen, wie wir der Graut auf und da kann dann kommen. So, wir einfach nur denken, was hat der Herr uns gesagt durch diese Predigt, und wir noch ein See mitnehmen, um nur zu denken, ob diese Zeit für uns abnehmen tun.
Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und er jäst uns Seele und Leib müssen bewahrt werden, unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesu Christi. Getreu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch. Amen. Scheidem Fried von uns.